Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, mit euch zusammen jetzt in den GVC-Tag hineinzusteigen. Wie der Elias schon erwähnt hat, heute Morgen läuft es ein bisschen anders ab, als sonst, wenn wir so eine Person da vorne haben, die zu uns predigt, Gottes Wort bringt. Heute Morgen haben wir nämlich zwei, die da auf dem Sofa werden sitzen, und ich freue mich. Ich freue mich, in dem GVC-Tag so einen Einblick von ihrem Leben zu bekommen. Und unsere Vision hinter diesen GVC-Tags allgemein ist es, dass wir dafür Anteil bekommen vom Menschenleben. Und wir glauben, dass Kirche mehr ist als am Sonntagmorgen, sondern dass wir in der Kirche auch voneinander lernen, profitieren. Vielleicht gerade Menschen, die einen gewissen Weg gegangen sind, wo wir Einblick bekommen und selber inspiriert werden, und Gott darf zu uns, zu dir und mir reden. Und das kann manchmal aus einem verrückten Alltag sein, aber es kann auch aus einem ganz simplen, normalen Alltag sein, wie es manchmal bei uns so zu und her geht. Heute Morgen sind unsere Gäste Andi und Susanne Pfeiffer. Ich freue mich sehr, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, um mit mir den Tag zu machen. Und sie sind das Jahr seit 30 Jahren geheiratet. Sie haben 3 erwachsene Kinder. Ja, geben wir ihnen einen Applaus. Sie haben 3 erwachsene Kinder im Alter von 29, 27, 25 und 1,5 Enkelkind, haben sie mir gesagt. Und sie wohnen miteinander in Thann. Der Andi hat vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker. Er hat dann ein Studium gemacht und ist in der Elektroingenieur geworden. Und heute ist er selbstständiger Berater und Coach für Führungspersonen in Teams, in Organisationsprozessen. Und seine Firma, die heisst P-Focus. Und dazu werden wir noch ein bisschen mehr später hören. Und Susanne, sie hat auch vor vielen Jahren mal eine Lehre gemacht in der Apotheke. Und nachher ist sie ihrer Leidenschaft nachgegangen, nämlich der Schule. Und sie ist Lehrerin geworden, sie ist an PH, Semi, hat dort die Ausbildung gemacht und heute arbeitet sie noch in der schulischen Heilpädagogik. Und jetzt geben wir ihnen doch einen herzlichen Applaus, wenn sie auf die Bühne kommen. Susanne und Andi. Herzlich willkommen. Danke. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jetzt, über die nächsten Minuten einfach mit euch das Gespräch zu führen, aus eurem Leben zu hören. Und zum Start könnt ihr uns eure gegenseitige 1 bis 2 Sätze mal kurz vorstellen, dass wir wissen, wer wir da vor uns so haben. Okay. Das ist Susanne, meine Freundin, langjährigste Freundin, die ich habe. Und bis heute noch eine ganz coole Partnerin. Sie ist sehr organisiert und intelligent. Und ein tolles Mami für unsere Kinder gewesen, super bis heute noch. Und sie liest sehr gern, am liebsten historische Romane. Das ist so. Ja, und das ist der Andi. Auch, ich muss wirklich sagen, mein bester Freund und mein lieber Mann. Und er ist ein Mensch mit einer positiven Lebenshaltung. Er ist sportlich, er ist sehr unkompliziert und er ist zu haben für vielerlei Unternehmungen. Ja. Das klingt vielversprechend. Wir haben auch noch ein Foto von euch als Familie. Das sehen wir gerade hier oben mit den 3 erwachsenen Söhnen und den Partnerinnen und dem ersten Enkelkind. Im Europapark. Im Europapark. Das sieht man gerade noch so knapp. Und ich bis heute liebe. Okay. Sehr gut. Hey, zum Start von dem Tag möchte ich gerade mit euch ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Und zwar würde mich das wundern, wie hat eure Geschichte mit Gott angefangen? Andi, bei dir weiss ich, dass das zurück bis in die Kindheit geht. Wie hast du Gott kennengelernt? Ich bin Nummer 5 von 7 Kindern. Wir waren eine grosse Familie. Und ich darf zurückschauen und sagen, meine Eltern, ihnen ist es gelungen, uns wirklich Gott lieb zu machen. Das muss ich sagen. Ich mag mich heute noch erinnern, dass uns meine Mutter so auf die Schoß genommen hat oder neben sich und hat so amerikanische Comics hat sie gehabt, Bibelgeschichten oder die ganzen Bibelbücher in Comicsform und hat uns von dort erzählt. Also ganz früh schon hat das angefangen. Wir haben gebetet miteinander. Sie sind als Missionare unterwegs gewesen. Mal in China hat er es wollen und dann in Österreich. Und das hat unser Leben geprägt, ganz fest geprägt. Ich wüsste nicht genau einen Tag, wo ich mich Gott zugewendet habe, das könnte ich nicht genau sagen.
Aber ich weiß heute, dass das gleiche mal eine Evangelisation war mit dem Billy Graham, wo wir gegangen sind, wo überall übertragen wurde. Und dort habe ich gesagt, ich will mit Gott unterwegs sein. Für etwa 11 war, glaube ich, oder so in Grössenordnung. Und habe dann gefunden, ich lasse mich taufen mit 12. Ich habe es voll ernst gemeint. Heute, wenn ich zurückschaue, denke ich, gucke früher, als ich die Jungen gesehen habe von mir. Aber ich habe es mit ganzem Herzen gemeint. Ich will wirklich mit Gott unterwegs sein. So hat das früher eigentlich angefangen. Und dann ist Jungschar dazugekommen, die das weiter bestärkt hat. Ja. Spannend. Susanne, bei dir hat das Ganze anders angefangen. Du hast wirklich so ein Schlüsselerlebnis mit Gott. Erzähl uns doch bitte mal von dem. Genau, also ich hatte eine unbeschwerte Kindheit gehabt. Ich bin die älteste von 3 Mädels. Immer noch, ja. Und meine Familie, meine Eltern haben christliche Werte gelebt, aber wir sind jetzt nicht wirklich viele in die Kirche gegangen, oder ich habe jetzt auch nicht, wir haben unsere Gebetchen am Abend, aber ich habe jetzt nichts gewusst von Jesus zum Beispiel. Und ich bin aber so ein bisschen eine Sucherin gewesen, und ich mag mich erinnern, dass wir sehr viel zusammengehockt sind, so meine Freunde und ich, und wir haben diskutiert, wie man die Welt könnte besser machen und wie man die Menschen könnte lieben, und haben sehr viel diskutiert und nächtelang, und haben aber einfach auch müssen sagen, ja, eigentlich schaffen wir das nicht. So. Also wir sind Menschen, und ja. Und dann ist meine Schwester zum Glauben gekommen und wir haben eine enge Beziehung, meine Schwester und ich, gehabt. Und ich hatte ein bisschen Angst um sie, weil sie hat plötzlich so klar geredet von Jesus und so. Und ich habe mich dann ein bisschen distanziert von ihr. Und dann aber ein paar Jahre später war eben das Schlüsselerlebnis gewesen. Da bin ich mag mich erinnern, im Winter mit Freunden zu Nacht essen. Und wir mussten so in einer Kolonne ziemlich weit auf der Straße laufen. Und wir haben nicht geredet miteinander, es hat geschneit, es war kalt und so. Und dann bin ich plötzlich, habe ich wie gemerkt, oder ist mir das, früher hätte ich gesagt, eingefahren, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat sich als Kreuz nageln lassen für mich. Und ich kümmere mich überhaupt nicht darum. Und dann habe ich gerade brüllen. Es hat mich so getroffen, dass ich mich darum nicht kümmere. Und ich habe den Abend irgendwie durchgestanden. Es war für mich ganz schlimm. Ich wollte allein sein und über das nachdenken. Und bin dann nachher in mich gegangen und habe mich da gefragt, was heisst das jetzt? Und habe eigentlich gefunden, ich will das eigentlich annehmen. Ich will das ehren, oder ich will das Opfer, das er gebracht hat, auch für mich annehmen. Und habe das so versucht zu beten und habe nicht so gewusst, ob Gott jetzt das gehört hat. Aber ein paar Wochen später habe ich es dann meiner Schwester erzählt und sie hat dann nochmal gebetet mit mir und hat sich natürlich auch gefreut. Und dann ist wie etwas passiert und ich habe gewusst, ich kann reden mit Gott und ich bin ein Kind. Ich habe so eine Sicherheit dann gehabt. Du bist dann auch in eine Kirche gegangen, Teil von einer Kirche geworden, hier im Zürich Oberland, wo zufälligerweise der Andi Jugendpastor war. Und obwohl der Andi dazu mal immer gesagt hat, er will keine Freundin aus dieser Kirche, hat er dann bei dir, Susanne, ein Auge zugedrückt. Und Ende 20 haben wir geheiratet, da haben wir auch ein Foto natürlich von euch bekommen, wo wir miteinander schauen, sehen wir. Frisch und jung, voller Energie. Ihr habt geheiratet Ende 20 und schon bald auf hat für euch so ein neues Kapitel gestartet, und zwar im Ausland. Ihr seid nach Amerika ausgereist. Wie ist es da dazu gekommen? Ja, das ist, also zum einen nochmal zurück, ich bin tatsächlich in einer Gemeinde und ich habe immer gemerkt, mich interessiert es, wie wachsen die Leute, wie entwickeln sich Leute, wie kann ich sie unterstützen in der persönlichen Entwicklung, aber auch im Entfalten von ihren Gaben. Vorher habe ich geschafft als Ingenieur, bin weltweit unterwegs gewesen, hauptsächlich in Asien,
Und dort hat bei mir das Jahr angefangen, dass ich gemerkt habe, es gibt noch etwas mehr. Mich haben Menschen interessiert, mich haben Teams interessiert. Ich habe auch gemerkt, irgendwie da ist noch etwas anderes in meinem Leben, wo ich nachgehen möchte. Und das hat mich sehr bewegt. Und heute würde ich rückblickend sagen, ich habe meine Gaben entdeckt, wenn man so will. Ich bin zu denen gestanden, ich habe sie ausgegraben. Und ich glaube, dort wissen wir alle, mit Gaben muss man sorgfältig umgehen. Also ich habe den Eindruck, das ist wie die Talente, die uns Gott anvertraut. Und das Schlechteste wäre gewesen, zu vergraben und weiterzuarbeiten. Und ich habe gewusst, ich muss aussteigen aus dem und aus dem Talent etwas machen. Es hat aber immer einen Preis, das gebe ich auch zu. Also das Gaben entwickeln ist nicht immer so lässig. Manchmal holt das einem auch ein. Man muss ein bisschen kämpfen dafür, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich. Und so ist dann die Idee entstanden, ich will noch mehr verstehen, wie Leute wachsen, wie sie im Glauben vorwärts kommen können, wie man sie entwickeln kann. Und dann hat mir ein Freund auch erzählt von einer christlichen Uni in den USA, wo das Thema so als Abteilung drin haben. Und so sind wir. Bei den Finanzen, könnt ihr uns von diesem Erlebnis erzählen? Genau, also es war so ein 2-jähriges Studium, 2- bis 3-jähriges Studium gewesen. Und dass man das Visum bekommen hat, das Studentenvisum, hat man müssen die gesamten Kosten vom Studium und die Lebenskosten auf ein Sperrkonto überweisen. Das war wie die Forderung gewesen. Und wir haben alles zusammengekratzt, was wir hatten. Eine höhere fünfstellige Summe. Und am Schluss hat es einfach nicht ganz gelangt. Also 25'000 Franken haben uns gefehlt. Und dann haben wir ein Stipendium beantragt. Das hat geheißen, man kann Stipendien beantragen. Und das haben wir aber nicht bekommen. Ich glaube, das war eine internationale Uni gewesen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ja, die Schweizer, die bringen das schon an, oder? Aber für uns war es wirklich so ein Test gewesen. Ist das wirklich dran zu gehen? Das war wirklich die Summe jetzt von 25'000, die substanziell ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf jeden Fall ganz etwas Spezielles, was wir dann in dieser Zeit erlebt haben, ist, dass mein Chef von der ABB, wo ich gearbeitet habe, ist in der Zwischenzeit hat auch mit Gott angefangen zu leben und hat ihn das beschäftigt, was ich da oder was wir da am machen sind. Und dann hat er uns einmal angerufen, ob wir mal auf Besuch kommen bei ihnen, was wir angenommen haben, essen und so. Auf jeden Fall hat er uns dann eröffnet, er will uns 20'000 Franken geben. Mega cool gewesen. Einfach so an dem Abend. Die Geschichte ist noch nicht ganz fertig, die wird noch viel spannender. Es hat uns sehr berührt, dass so eine grosse Summe ist. Wir haben wieder Eindruck gehabt, das ist eine Bestätigung. Wir haben alles gegeben, was wir hatten, und dann kommt noch etwas oben drauf. Und er hat gewusst, dass es bei uns schwierig wird, ein bisschen, aber er hat nicht gewusst, was fehlt. Also wir haben keine Zahlen genannt. Ja. Und dann, ein paar Tage später, läutet er mir nochmal an und sagt, du, ich muss dir etwas gestehen. Ich habe 5'000 Franken unterschlagen. Ich habe es für einen Fernseher auf die Seite da. Aber er wüsste, das gehört eigentlich uns. Und dann schicken wir es noch. Also einfach so ganz genau auf den Betrag haben wir dann erlebt, wie Gott das einfach versorgt hat. Einfach so als gehend. So habe ich denn das erlebt. Also, man kann es nicht machen, es passiert dann plötzlich. Wir haben so gestaunt, wie Gott so von der finanziellen Seite her auf den Punkt der Landung macht. Das war super schön. Ja. Genau, und wir sind dann ausgereist und ich bin schon sehr schwanger gewesen. Also wir haben gerade noch fliegen. Und ja, spannend gewesen. Sehr spannend, auch eine Bestätigung, dass das wirklich der richtige Weg ist und so. Und der große Schritt nach Amerika, ja nicht etwas Einfaches, Kleines ist. Ihr seid dann in Amerika gewesen. Euer ältester Sohn ist dort auf die Welt gekommen. Ihr habt es gut erlebt. Das Studium war wirklich so Horizonterweiterung, hast du beschrieben. Sehr spannend. Ihr seid in eine internationale Kirche gegangen, habt das geliebt. Einfach gute Zeit gehabt. Dort eine, die euch sehr, sehr geprägt hat. Und dann sind wir zurückgekommen in die Schweiz. Und Andi, du hast dich dann entschieden, dich in die Kirche oder in verschiedene Kirchen, um Menschen zu investieren. Wieso genau in diesem Bereich und wieso hast du nicht sonst mal mit Karriere gemacht? Das sind dann immer grosse Fragen, was macht man denn? Aber vielleicht noch ein Erlebnis in den USA, muss ich auch noch sagen. Neben dem Studium, wir haben ja ganz viel Tolles erlebt, ganz viele auch feine Leute, die uns unterstützt haben. Auch da, wo du als Kind hast, haben wir gemerkt, wie zum Teil haben sie uns Essen gebracht, dann über die ersten fast 2-3
Wochen mehr, ich weiß es gar nicht mehr, 2 Wochen. hat es geschält an der Tür, Leute sind da gestanden, haben uns Menü gebracht, wir müssen nicht reinkommen, können es aufwärmen, einfach einfach ganz, ganz lässig, wo wir etwas von Kirche erlebt haben. Und das andere war, dass ich Kirche kennengelernt habe im Raum von Chicago, wo unglaublich dynamisch unterwegs ist, zeitnah, relevant, vom Stil her, von der Musik, von der Botschaft, einfach sehr berührend. Und dort habe ich Hoffnung bekommen für die Kirche. Das will ich ganz offen sagen. Ich habe gemerkt, es gibt wirklich etwas, das begeistern kann, wo Leute einnimmt. Ich habe gesehen, dass Leute zum Glauben kommen, die berührt worden sind durch die Art und Weise. Und das habe ich ein bisschen heimgebracht, muss ich sagen. Und habe mich dann auch in die Aufgabe gestellt, habe Beratungsstelle geleitet für Kirchen in der Schweiz, für meinen Gemeindeverband, aber darüber aus. Und habe dort Schulung angeboten, Beratung angeboten, Begleitung auch von Einzelpersonen. Und einfach Mut machen, Kirche kann heute noch funktionieren, kann etwas dran sein. Mich sehr, sehr beschäftigt. Ja. Und bin ich voll reingestiegen, ich gebe es zu. Also es hat mir richtig Vollgas gegeben. Ja, genau. Aber du wolltest nie Pastor werden. Ja, das ist auch noch spannend. Ich habe immer irgendwie gewusst, meine Berufung ist nicht unbedingt der Gemeindeleiter, sondern Menschen zu befähigen, Potenzial rauszuholen, zu schulen. Das war mehr mein Beitrag in der Gemeinde, obwohl, ja, da gibt es verschiedene Aufträge. Und ich habe gewusst, das ist meine. Ja, genau. In der Zwischenzeit ist euer zweiter Sohn dann auf die Welt gekommen und ihr habt mir erzählt, dass das dann eine sehr herausfordernde Zeit geworden ist für euch, auch gerade im finanziellen Bereich. Und wie habt ihr die Zeit erlebt und wie sind ihr damit umgegangen? Susanne, darf ich bitte den Ohrring noch abziehen? Aha, es klappert. Ja, also das ist einmal mehr, also ihr habt schon ein bisschen gemerkt, bei uns ist die Versorgung vor Ort ist wirklich ein riesiges Thema gewesen. Und es ist auch nicht ganz einfach gewesen, dann plötzlich unterwegs zu sein in dieser Art. Also ich habe natürlich nicht mehr das Gleiche verdient. Man hat relativ knapp gelebt, wir sind voll reingestiegen und wir haben einfach gemerkt, wir wollen mit dem durchgehen, aber es hat einem schon zugesetzt, gebe ich ganz offen zu. Also wir haben gewusst, da ist ein Einsatz für etwas, wo einfach auch seinen Preis hat. Das ist sicher da gewesen, wo dich dann ja auch getroffen hat, denke ich auch. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen sagen. Ja, eben einmal, ich mag mich einfach erinnern, ich mag mich ja nicht mehr so erinnern, wieso es dort genau zugesetzt hat. Ich habe das wie vergessen, glaube ich. Aber ich mag mich einfach erinnern, das zeigt... Heute sagen, nein, nie. Es ist immer aufgegangen. Es ist knapp, aber es ist aufgegangen. Und das ist so ein spannendes Erlebnis in allem hinein. Also es ist nie Crash, einfach versorgt. Auch beschenkt von Gesundheit und unterwegs sind auch wir zwei gut miteinander. Grosse Geschenke, muss ich sagen. Ja, sehr dankbar. Genial, eigentlich Gott versagt in der Bescheidenheit oder in eurer Bescheidenheit immer versagt. Gleichzeitig ist das auch eine herausfordernde Zeit für euch gewesen, weil du, Andi, geschäftlich sehr viel unterwegs warst. Du hast viele Termine an den Übungen gehabt, auch am Wochenende bist du oft weg gewesen. Und Susanne, du bist daheim alleine mit den 3 kleinen Buben. Wie habt ihr Kraft geschöpft in dieser Zeit? Ja, also einerseits haben wir miteinander einfach geschaut, dass wir immer wieder so Inseln hatten. Wir haben bewusst so Eheabende geplant, wo wir so uns so gemütlich und schön gemacht haben daheim. Wir haben auch mal zwischendrin wieder Kinder abgeben. Also wir haben wie geschaut, dass es uns gut geht miteinander. Und wir waren auch in einer Kleingruppe gewesen. Mit Freunden haben wir viel gemacht und auch viel geredet und so. Aber mir hat es manchmal schon zugesetzt, vor allem das Alleinsein am Abend. Wenn der Andi, er ist sehr viel vor am Abend, weil er halt in der ganzen Schweiz an Sitzungen gegangen ist und so. Und auch viel am Wochenende oder zum Teil Wochen unterwegs ist. Und ich bin dann halt auch ein bisschen überfordert gewesen und bin dann manchmal, ganz ehrlich gesagt, auch ein bisschen wütend geworden und ein bisschen wütend auch manchmal auf den Job von ihm. Und dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er hat ja eigentlich etwas für Gott gemacht. Also das ist so ein bisschen, manchmal noch ein bisschen schwierig gewesen. Und wir haben viel diskutiert, wir haben auch hart diskutiert miteinander. Uns haben immer wieder gefragt, was ist denn dran? Und was mir so geholfen hat, ist, dass du amix einfach zugelassen hast. Also du bist nie nicht in die Verteidigung gegangen, sondern du hast einfach zugelassen.
Und das ist sehr wohltuend gewesen. Und das andere, das ist auch noch etwas Schönes, was ich erlebt habe. Ich bin viel laufen, das mache ich heute noch. Und ich mache dann so Gebetsspaziergänge. Also ich laufe dann mit unserem Hund, ich muss ja laufen. Und ich tue noch häufig einfach laut beten während dem Laufen. Und das habe ich dort wirklich auch viel gemacht. Und habe Gott alles, mein ganzes Herz und meinen Frust angerührt. Und so ein bisschen wie bei den Psalmen. Ich liebe Psalmen, weil die so einen Weg aufzeigen. Oder? Das ist immer so der Anfang, wo Schmerz ist, wo Verzweiflung ist, wo Klagen ist. Und dann macht es doch häufig einen Bogen und dann kommt eine Ruhe rein und ein Lob von Gott. Oder? Und ich habe manchmal so einen Psalm genommen und habe den wirklich laut gelesen und manchmal auch unterwegs. Ich habe immer da meine kleine Taschenbibel dabei gehabt und habe mich eingesetzt, oder, bei dem Psalm. Und ich habe gemerkt, ich werde gehört. Gott hört mich. Es ist nichts passiert, aber ich habe gemerkt, ich rede nicht einfach in die Luft. Er hört mich. Und das hat mich ganz häufig habe ich erlebt, dass ich ruhig geworden bin. Es ist nicht alles gelöst, aber ich bin ruhig geworden und irgendwo zufrieden. Und einmal, und das ist auch etwas, was mich geprägt hat, einmal, als ich zurückgelaufen bin, nach einem längeren Spaziergang, hat gerade Patrouille Suisse geübt. Und die haben ein riesiges Herz geflogen. Und es war vor meinen Augen einfach ein riesiges Herz am Himmel gewesen, oder? Und das mag Zufall sein. Aber für mich war es so ein Händedruck von Gott gewesen, so einfach seine Liebe, die gilt. Und zwar Himmel überspannend. Das war wirklich sehr, sehr prägend. Gerade so in dieser Kleinphase und wo die Kinder grösser geworden sind, wie habt ihr den Glauben als Familie gelebt und ihnen das auch weitergegeben? Vielleicht kann ich da dazu sagen, ich habe die Kinder immer gern, kann mich jetzt überhaupt nicht gestresst heimzukommen. Und wenn 3 Jahre einem rumgumpelt, das hat mich überhaupt nicht gestresst, ich habe es sogar geliebt. Und ich glaube, es ist auch ein Teil, wir haben wirklich Zeit miteinander verbracht, Hütten bauen, wir sind draussen gewesen, haben gespielt miteinander. Aber Zeit gehabt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig gewesen. Auch Geschichten erzählt, wo es gegangen ist, auch Geschichten selber erfunden, damit ich erzählen kann, auf langen Wanderungen. Wir haben eben Ferien gemacht mit dem Camperzelt, Büssli, nachher, weiss ich, Klapp anhängen. Wir sind gerne in den Bergen gewesen. Also das sind Familienzeiten, die uns zusammengehabt haben. Und dort hat der Glaube schon auch eine Rolle gespielt. Also irgendwie mit einbezogen, beten miteinander, sie auch eingeladen mit zu beten im Ganzen. Also wir haben versucht, ihnen den Glauben einfach mit ihnen zu leben. Das ist uns wichtig gewesen. Sicher auch durch das, was wir gemacht haben. Wir haben einmal noch eine Phase gehabt, wo wir gefunden haben, wir sollten irgendwo auch ein Projekt starten, wo, ich sage jetzt, mehr Leute, die am Suchen sind nach Gott, wirklich auch Antworten finden und vom Stil her dran sind. Das war wirklich eine ganz coole Sache gewesen, wo wir die Kinder dann auch mitgenommen haben und sie haben mitgelebt und sie haben es unlässig gefunden. Aufstellen, Kabel legen, Mikrofon und so. Das war ihr Teil gewesen, wo sie mit ihr genommen sind. Kirche kann auch lässig sein. Und das haben sie mit uns mitgemacht. Und ich denke, so ist der Glaube auch gewachsen. Später sind sie Jungschulleiter oder zum Teil Teenie-Leiter. Und ich glaube, das ist dann ihre Art gewesen, um mit Gott umzugehen. Das ist so die Phase gewesen. Wir haben sie viel begleitet im Gebet, bis heute übrigens. An dem hat nicht geändert. Sind uns auch voll bewusst, wenn Gott nicht sein Ding tut an den Kind, dann kommt es nicht gut. Also das ist uns ein grosses Anliegen gewesen. Kinder auch, ja, sie sollen Menschen kennenlernen, Gemeinschaft, Lager, das ist so das ganze Programm, das da ist. Ja. Ja, wir haben auch so natürlich ein Abendritual gehabt, wie wahrscheinlich die meisten von euch, die Kinder haben, das auch machen, wo wir einfach die Zeit hatten mit ihnen, aber wo wir auch gebetet haben miteinander, wo sie ihre Anliegen haben können, auch vor Gott bringen. Wir haben viel getanzt, als sie klein waren, später natürlich dann nicht mehr, getanzt und gesungen und Geschichten erzählt und Freunde, die uns besucht haben, die irgendwo im Einsatz waren für Gott, das hat sie schwer beeindruckt. Da sind sie mit grossen Augen dabei gesessen, wenn wieder einer gekommen ist. Missionspilot mit dem Helm ja, und so können anlegen. Genau. Ja, das sind so ein bisschen die Sachen. Ja.
genial. Die haben es einfach mit auf die Reise genommen, auch gerade, wo noch die Kirche und in diesem Projekt stark involviert waren, anstatt euch zu distanzieren. Ja. Ich habe dann gemerkt, dass für dich etwas Neues dran ist. Und zwar bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen. Du bist heute selbstständiger Berater, Coach von Führungspersonen, Teams, Organisationsprozess. Deine Firma heisst P-Focus und Susanne, du arbeitest als Heilpädagogin in einer Schule. Wie bringen dir Glaube und Alltag, Gott und Alltag zusammen? Und was für eine Rolle spielt das für euch, Gott, so dort, wo ihr arbeitet? Ja, ich arbeite in der Schule und ich bin dort auch professionell natürlich, aber ich bin wirklich froh, dass ich viele schwierige Gespräche, die ich führe. Ich arbeite bei der Sonderpädagogik, wir haben viele Gespräche, auch schwierige Sachen. Ich habe viel zu tun mit Kindern, die es nicht einfach haben in der Schule. Und das ist für mich ein Privileg, dass ich auch für diese Kinder beten kann, dass ich auch die Gespräche kann, vorbereiten im Gebet, natürlich auch sonst vorbereiten, aber auch im Gebet. Und mir ist es wichtig, dass ich ihnen vermitteln kann, dass sie wertvoll sind und wichtig, auch wenn es jetzt in der Schule wirklich nicht so einfach ist. Das ist so ein bisschen der eine Teil. Und dann bitte ich auch immer um Weisheit. Und ich wünsche mir, dass ich Frieden einbringen ins Team. Also wir haben ein sehr gutes Team. Aber dass ich jemand sein darf, der auch Frieden einbringt. Ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders gegangen, vielleicht gehört das auch noch dazu. Die Stelle, die ich hatte, also die Gemeindeberatung, ist dann aufgelöst worden. Aus finanziellen Gründen hat man gefunden, man will das nicht mehr machen. Und dann habe ich nicht gewusst, wie es für mich weiter. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal eine Bewerbung geschrieben, habe gar nicht gewusst, wie man das macht, habe auch erlebt, wie das ist, wenn man einmal neben draussen steht. Mir ist dann aber zugesagt worden, einen kleinen Auftrag hat man mir noch zugegeben, das hat uns Hoffnung gegeben. Wir haben gewusst, wir sollten über die Runde kommen. Und so habe ich angefangen, selbstständig genau das Gleiche zu machen, bin für Kirchen, aber auch für Organisationen unterwegs gewesen, bis dann das ominöse Telefon gekommen ist, dass man sich leider entschieden hat, die Aufträge, die man mir geben wollte, dass man die nicht macht. Und das challenged einem schon einmal ziemlich heftig, existenziell, wie geht es jetzt weiter. Und heute rückblickend muss ich sagen, wir haben so eine Ruhe darüber gehabt. Du bist nicht in Stress gekommen, wir können umgehen damit. Ich habe geschaut, dass wir Kosten reduzieren können, aber ich habe gewusst, meine Passion ist Beratung, ist Entwicklung und dort habe ich nicht nachgelassen. Und da bin ich sehr froh bis heute, dass das so war. Dann ist die Firma entstanden, die kleine, wo es wirklich darum geht, Leute zu begleiten. Und für mich ist der Glaube dort so, ich bin, soll ich mal sagen, viel im Unterwegssein zu den Leuten bin ich im Gebet und lege die Leute von Gott her und sage, was ist dran, gib mir Weisheit, ich komme nicht raus, was brauche ich. Manchmal fahre ich weg am Morgen, das weißt du auch, mit Tagesworkshop, ich weiss im Fall nicht, was passiert den ganzen Tag, aber ich gehe. Und merke plötzlich, wie es so lebendig wird, wie etwas in Gang kommt, was da ist. Und etwas, was mir auch wichtig ist, mich ermutigt, wenn ich sehe, wie Leute Schritt machen, auch in den Beratungen. Es ist so faszinierend, berührt mich selber auch. Wenn ich sehe, dass etwas in Gang kommt, wo nicht ich bin, sondern wo irgendwo Menschen bereit sind, zum Schritt zu machen. Es sind oft Führungspersonen, die Mut bekommen, wieder zum Vorwärtsgehen, die Energie bekommen. Total lässig, ja. Also so ist Gott einfach mittendrin. Es ist für mich wie ein Schnaufen, Atmen mit ihm unterwegs sein. Ja. Ja, und was wir auch machen, eigentlich fast wöchentlich, nicht ganz immer, dass wir miteinander auch fragen, wie es weitergeht. Ob das noch dran ist. Wir wollen uns da wirklich, wir gehen bald so ein bisschen auf Pensionierung zu. Wir sind gespannt, wie es geht noch ein paar Jahre. Genau. Aber wir sind gespannt, ob es noch ein bisschen eine Wendung nimmt, was dran ist. Und das fragen wir eigentlich immer miteinander, regelmäßig. Ja. Also jede Woche fragen ihr Gott, ob das noch dran ist, also wo nicht ihr gerade drinnen steht. Also nicht gerade so, ist das noch dran, sondern mehr, in welche Richtung geht es in der Zukunft. Andi hat auch schon so ein bisschen Ideen gehabt und das hat uns gelustet und so, aber wir wollen es machen, wenn es richtig ist von Gott her, wenn er uns zeigt, dass das richtig ist und bestätigt und sonst laufen wir so weiter, wie wir jetzt dran sind. Aber wir wollen einfach wie offen sein. Und auch ich erwarte, dass Gott klar führt, also irgendwo. Und sonst bleiben wir so, weil wir sind ja eigentlich zufrieden.
so mit den Jobs. Sehr spannend. Ihr seid ein aktiver Teil der GVC Zürich-Oberland. Und Andi, du hast doch durch deinen Job sehr viel Kontakt gehabt mit anderen Kirchenleitern, die auch in einer sehr herausfordernden Situation, je nachdem, stehen. Du siehst so hinter die Fassade. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr ernüchternd kann sein. Was motiviert euch trotzdem so aktiv ein Teil von einer Kirche zu sein und nicht zu sagen, weißt, das brauchen wir nicht? Also ich hoffe, dass alle, die heute da sitzen, irgendwann wieder mal überlegen, wie toll dass wir es haben. Nebenbei gesagt, Klammer geschlossen. Ich habe den Eindruck, und das hat mich auch sehr berührt einmal, als ich jemandem erzählt habe, dass wir da in die Kirche gehen und was wir erleben. Und ich habe ihm gesagt, wie gut es mir tut, wie es meinen Glauben stärkt, die Gemeinschaft, so unterwegs sein, die Relevanz, die da ist. Und der sagt mir, das habe ich jetzt wirklich noch gar nie gehört, einer, der von Kirche begeistert ist. Noch gar nie gehört. Ist aber Christ, he? Also ich erlebe viele, die aufgegeben haben, die das nicht mehr so sehen, die den Mut nicht mehr haben, die enttäuscht sind vielleicht auch, die etwas aber am Suchen sind. Ich erlebe ganz viele Leute, die neu auch im Erwachsenenalter schauen, woher geht es überhaupt, wie gestalte ich den Glauben. Oder wirklich auch enttäuscht worden sind von Menschen und so weiter. Und dort, glaube ich, haben wir eine grosse Aufgabe und das motiviert mich wirklich zum Dranbleiben, eine relevante Gemeinde zu sein, wo man gerne auch ist, wo man Themen einbringt im Alltag, die uns bewegen, beschäftigen. Und Gott will etwas tun in unserem Leben, ich bin voll überzeugt. Das hebt mich dran. Das ist so der Motivator hindurch. Und ab und zu Highlights, gebe ich auch zu. Etwa nicht. Also ich erlebe jetzt auch, wie gewisse Leute wie aufgegeben haben und gar nicht mehr daran glauben. Und insofern habe ich den Eindruck, es ist so ein Geschenk, wenn man nicht nur den Glauben leben kann, sondern eben auch in einer tollen Gemeinde ist. Aber ich mache meinen Glauben nicht abhängig von der Gemeinde, das darf ich auch sagen. Also, sobald ich irgendwo in einer Gemeinde bin, ist sie nicht mehr perfekt, das kann ich auch zugeben. Aber ich will offen sagen, einladen auch zum wirklich relevanten Glaubensleben, da auch das Leben in der Gemeinde, finde ich so wertvoll. Ja, wir schätzen es. Ja, und ich glaube, man vergisst so ein bisschen, oder ich vergesse das manchmal, wie viele Leute einfach allein sind, einsam, niemand haben und auch keine Hoffnung haben. Und ich glaube, Kirche ist wirklich das Gefäß, das die Hoffnung heraustragen kann. Und ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich in einer Kirche sein darf, die das auch im Fokus hat, die sagt, wir wollen Menschen zum Blühen bringen, wir wollen mithelfen, Menschen zum Blühen bringen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und letzte Woche waren wir im Pfingstlager und da waren 150 Leute in allen Altersgruppen und wir haben einfach miteinander eine gute Zeit gehabt. Ich habe neue Leute kennengelernt, wir haben geredet. Es ist gar nicht darauf angekommen, ob es Leute sind, die 30 Jahre jünger sind oder älter sind. Wir haben etwas einander zu sagen gehabt. Also ich finde das ein Privileg und ich schätze das sehr. Ja. Und doch will ich auch offen sein für Leute, und das ist schön, ich arbeite ab und zu in Firmen, in Unternehmungen, wo ich merke, Gott ist kein Faktor und du merkst, die Leute am Suchen sind persönliche haben, Ehegeschichten, Familiengeschichten, Stress, Konflikt, wo ich wieder den Eindruck habe, wir haben eine Aufgabe, ich möchte gerne, dass wir an Orten sein dürfen, wo solche Themen Platz haben, wo man wirklich Gott kennenlernen kann. Ja, das ist uns total wichtig. Ja, das ist begeisternd, unser Herz für Kirche zu spüren. Und auch ein Stück weit ist das sicher das Beach, heben wir den Kirche Sorge, oder? Ja. Du siehst das unglaublich viel, Punkt. gerade als Berater. Ja. Ihr habt mit den Vorbereitungen auch gesagt, dass es für uns ein grosses Anliegen ist, mit den Nachbarn unterwegs zu sein, so in eurer Nachbarschaft. Wie lebt ihr das als Ehepaar aus? Genau, also wir wollen einfach präsent sein, dort wo wir wohnen. Das sind die Leute, die wir immer wieder sehen. Und wir machen das nicht, wir leben es nicht offensiv aus, aber wir wollen Kontakt haben, wir wollen Beziehung haben mit unseren Nachbarn. Wir laden immer mal wieder Leute ein, wir machen manchmal so Apero für so ein bisschen die Nächsten rundherum und werden auch eingeladen. Das ist so ein bisschen das, was ich finde, das ist normal, gute Nachbarschaft. Aber zusätzlich segnen wir einfach unsere Nachbarn und bitten, dass Gott in ihnen wirkt. Wir versuchen auch, offene Augen zu haben, wenn es mal darum geht, bei jemandem Schnee zu schaufeln, der das nicht mehr kann oder so. Einfach, da wollen wir wie uns auch ein bisschen leiten lassen. Und
Genau, also wir beten regelmäßig einfach auch für unsere Nachbarn. Ja, und wir merken auch, es ist ganz natürlich mit den Nachbarn. Du bist einfach da, du lebst das Leben und dann gibt es zwischendurch mal ein Highlight, sage ich immer, oder? Wenn jemand plötzlich vorbeikommt bei mir und einfach erzählt, wie es jetzt geht, dass die Frau gerade Krebs bekommt und. Und ja, die Tränen kommen bei mir an und das erzählt, dann weiss ich, irgendwie ist ein Vertrauen geschaffen, wo viel weitergeht. Wir können dazu auch noch nicht sagen, aber es ist einfach, wir pflegen es. Ja. Die Nachbarschaft. So ein guter Duft in eurem Umfeld sein. Wie du hast noch gesagt, in der Vorbereitung, du hast nie die Flugzeugmomente gehabt, wo jemand neben dir sich dann gerade bekehrt und Jesus kennenlernt, sondern es ist vielmehr natürlicher mit den Menschen unterwegs sein, gute Gespräche haben. Ja, spannend. Sehr spannend. Ich habe noch gesagt, dass ihr zum Schluss noch mit uns GVCler so die Herzen teilen dürft. Und ich möchte euch da jetzt noch den Raum geben, wo ihr einfach noch uns etwas zum Schluss weitergeben dürft. Also wenn ich da schon mal zu euch etwas weitergeben. Nein, ich merke, ich möchte etwas sagen, wo an die geht, vielleicht vor allem, die in einer Beziehung sind oder Ehepaar sind. Ich merke, das ist so etwas Wertvolles, eine Ehebeziehung oder eine Beziehung. Und ich möchte euch einfach Mut machen und da schließe ich mich dazu ein. Investieren in diese Beziehung. Investieren. Es kostet etwas. Investieren. Und redet miteinander. Irgendwie fast so wichtig wie das Reden. Und das Herz teilen finde ich aber auch das Zuhören, dass man einander ganz bewusst zulässt und nicht immer gerade Antwort gibt, sondern einfach mal lässt. Das habe ich ein bisschen vom Andi gelernt. Das finde ich sehr etwas Schönes, wenn man einfach gehört wird. Und das tut schon ganz viel lösen. Und wichtig finde ich auch, dass man einander immer wieder auch sagen kann, was einem wirklich bewegt, dass man nicht an der Oberfläche bleibt. Und das sind jetzt ja Sachen, das könnte ja in jedem Eheratgeber stehen, oder Beziehungsratgeber, das ist jetzt nichts Spezielles. Aber ich glaube, wir als Christen haben einfach noch das Privileg, dass wir Jesus im Bund haben, das Dritte sind eigentlich. Und dass wir beten miteinander, dass wir vergeben können, einander vergeben und wieder neu anfangen. Und das finde ich ein unglaubliches Privileg. Als wir geheiratet haben, haben wir eigentlich uns versprochen, dass wir einfach jeden Tag mit einem Gebet abschließen. Und das haben wir, glaube fast immer geschafft. Also praktisch jeden Abend beten wir miteinander. Und ich merke, ich kann nicht beten mit einem hässigen Herz. Ich muss dann manchmal wirklich zuerst auch Frieden machen, damit ich dann dass ich vor Gott kommen kann. Und ja, das ist so ein bisschen das. Ich finde, es ist es wert, zu investieren. Und wir wünschen uns, dass wir, wenn wir älter sind, so mit 70 auf dem Bänkchen sitzen können, dankbar aufs Leben zurückschauen können, 70 plus müssen wir sagen, und sagen, was ist Höchst und Tiefs gewesen, was ist passiert, aber dankbar zurückschauen und zwar miteinander. Es ist wirklich ein Bund, egal was passiert, da wenn wir zusammenstehen, das soll heben. Das ist auch etwas, wo wir gerne weitergehen. Irgendwann das Bild, wie eure Beziehung aussehen soll später mal, das wäre so wertvoll und das Bild, das trägt. Ja. Und vielleicht von meiner Seite etwas, was mich jetzt bewegt, oder vielleicht auch schon gehört haben, so wenn ich zusammenfasse, was der Kern ist vom Glauben, wenn man es ganz genau anschaut, ist wirklich, wir vertrauen, dass Gott in Kontrolle ist, dass er kann, dass er versorgt. Das ist wirklich zusammengefasst und nichts anderes. Ich muss nicht immer alles lösen. Ich darf loslassen und er sorgt. Das hat mich so beschäftigt. Sprüche 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und tu nicht immer alles selber lösen und leg alles vor ihn hin. Er wird dir sogar am Schluss erfolgen. Ich finde das so spannend, das anzuschauen und da würde ich euch gerne ermutigen, egal wo ihr drinnen steht. Das kann eine schwierige Situation sein oder im Moment eine schöne Situation. Gott hat seine Hand drin und er versorgt. Und da steht er dazu, zu seinem Wort. Und das Zweite wäre, vielleicht würde ich auch gerne noch loswerden, entdeckt eure Gaben, was Gott in euer Leben eingeleitet hat, egal in welcher Lebensphase du bist. Du es ausgraben, schau es an, mach etwas, du wuchere damit, probier aus, mach auch Fehler mit diesen Gaben, das spielt da überhaupt keine Rolle, aber probiert es aus und lernt euch überraschen, was Gott da dazu gibt, indem er das macht. Es ist einfach ein riesiges Geschenk, aber wir müssen auch einen Schritt machen. Manchmal kostet es auch etwas, das ist so. Da würde ich euch sehr gerne ermuntern, bleibt dran, egal wo. Ja. Das ist sehr ermutigend und die Ermutigung nehmen wir sehr gerne mit.
Ich finde es genial, wie ihr da von eurem Leben mit uns geteilt habt, erzählt habt. Für mich sticht wirklich raus, so euer Vertrauen, das ihr in Gott habt. Auch ein Stück weit der Gehorsam, dass wenn ihr das Gefühl habt, hey, Gott ruft uns da rein zu laufen, ihr vertraut auf ihn und ihr wisst, er meint es gut und er schaut für den Rest, dass alles noch kommt. Und das ist sehr, sehr bereichernd, dafür so zu hören, zu wissen, er ist in Kontrolle und auch gerade von eurem Leben, von euren Jahren, wo ihr gelebt habt, das könnt bezeugen, wie das wirklich Wahrheit ist. Ich möchte euch vielmal Danke sagen für die Offenheit. Ich bin sicher, wir alle können davon profitieren. Es ist inspirierend und bereichernd, davon von euch zu hören. Und darf ich euch bitten, zum Schluss einfach noch uns GVC zu segnen? Steht doch gerade auf, oder? Jesus, wir wollen jetzt auch miteinander vor dir stehen und wir wollen Danke sagen, dass deine Kraft nicht aufhört. Du bist da, lebendig unter uns und du hast versprochen, dass du sorgen willst. Und darum will ich euch jetzt wirklich sagen, egal in welcher Situation ihr drinnen steht, ob es etwas ist, wo es gut geht, ob es Situationen mit den Kindern sind, ob es ein gesundheitliches Thema ist, ob es Stellenlosigkeit ist, Motivationslosigkeit, dass ihr erleben dürft, wie Gott wirklich die Führung übernimmt und wir es ihm abgeben können. Ich will euch sagen, mit Dankbarkeit für euer Leben, und für die Biografie, die er euch gegeben hat, dass ihr nicht vergleichen mit uns oder irgendetwas, sondern wirklich du erleben darfst, dass Gott deinen Weg weiter segnet. Ich möchte euch segnen auch mit ganz viel Weisheit, dass ihr gute Entscheidungen treffen könnt und erleben könnt, wie Gott euer Leben reich führen kann und segnen kann. Amen. Ja, und ich segne euch mit Glauben, dass ihr wirklich immer wieder könnt sehen, was Jesus da hat für dich persönlich am Kreuz. Ich segne euch mit einem Vertrauen, das wächst, je mehr Jahre ihr auf dem Buckel habt. Aber dass das Vertrauen darf tiefer werden und darf gestärkt werden. Und ich möchte euch segnen mit offenen Herzensaugen, die auch das Leiten vom Heiligen Geist verstehen können. Amen. Amen.